Ja, das sind unsere Zutaten zum leckeren Weißbiergulasch für die Uni-Ertl Weißbierbrauerei in Mühldorf. Wir brauchen 2 Kilo Rindergulasch. Wir brauchen etwas Öl, 2 Esslöffel Tomatenmark, etwas Pfeffer, 2 Teelöffel Majoran, 2 Teelöffel Paprika, 2 Teelöffel Salz. Ich habe mein geliebtes Flockensalz, 4 Knoblauchzehen und 2 Teelöffel Kümmel. Und wir brauchen 1 Liter Uni-Ertl Weißbier. Hier wird das Dinkelweißbier gewählt, das schmeckt ziemlich gut. Und 2 Kilogramm Zwiebel, grob gewürfelt. Und 2 Liter Rinderbrühe. Also ich würde sagen, es schaut recht lecker aus. Und dann würde ich sagen, legen wir los. Das Ganze machen wir dann auf den Petromax FT6 Dutchofen im Freien, weil im Dutchofen schmeckt es am besten. Okay, dann viel Spaß beim Zuschauen. Die Briketts sind soweit fertig. Schön verteilt. Wir brauchen das erste Mal kleine Unterhitzen. Die lassen wir mal richtig anbrennen. Dann in den Dutchofen. Nur schön erhitzen und dann tun wir das Ganze portionsweise anbraten. Wir brauchen eine schöne Röstung. Dann ein bisschen warten, dass wir eine schöne Hitze drauf bringen und dann würde ich sagen, legen wir los. Uni-Ertl Weißbiergulasch, 2 Kilo auf den wunderschönen Dutchofen. Richtig lecker in der Rüstung. Oh, die schaut geil aus. Richtig schön braun. Nächster Schwung. So, das ganze Gulasch ist fertig angebrannt. Ja, schaut richtig lecker aus. Und jetzt können wir die 2 Kilo Zwiebeln nehmen. So, die werden wir jetzt richtig glasig anschwitzen. So. Und ungefähr 2 Esslöffel Tomatenmark.
Ja, ein bisschen mehr. So. Wow, der Duft ist bombastisch. So, dann lassen wir das ein bisschen anschwitzen und dann kommt das Gulasch wieder dazu und der nächste Schritt. Ja. So, die Zwiebeln sind jetzt angedünstet. Das heißt, wir brauchen jetzt das Gulasch wieder. Das haben wir jetzt da rein. Also der Teigsofen wird ziemlich voll. So. Und wir brauchen Unertel Weißbier von Mühldorf. Ich nehme das Dinkelweißbier, 1 Liter, weil wir ja die doppelte Menge haben. Das schütten wir jetzt da schön langsam rein. Das ist ein. Oh, am liebsten da ich mit der reinlegen. Und 1 Liter Rinderbrühe. So. Oh, der Pot ist ganz schön voll. Aber das passt. Das passt wunderbar. Weil wir lassen auf das 4 Stunden im geschlossenen Deckel schmoren. Direkt mal schauen. Genau. Da haben wir noch mal ein bisschen was rein. Alles brauchen wir nicht. Wenn, dann können wir später noch mal was nachgießen. Also 1 Liter Unertelweißbier und 1 Liter Gemüsebrühe. Jetzt kommt der Deckel drauf. Schauen wir mal. Passt. Den Deckel kann man ein paar Kohlen verteilen. Dann haben wir eine schöne Ober- und Unterhitze. Und wie gesagt, 4 Stunden, 3-4 Stunden lassen wir das da drin jetzt schön schmoren. Ich würde sagen, wir sehen uns wieder in 4 Stunden und dann lassen wir das richtig, da schauen wir mal noch. Wir schauen einmal zwischendurch noch, also bis später. So, jetzt sind 3 Stunden rum. Jetzt schauen wir mal da rein. Nach 3 Stunden geben wir die Gewürze rein. Oder besser gesagt 2 Stunden. Absoluter Wahnsinn.
Ich gebe jetzt mit rein Knoblauch, Majoran und den Kümmel. Und ein bisschen Salz. Und die Paprika. So. Deckel drauf. Da würde ich sagen, noch mal so 1,5–2 Stunden. Dann ist fertig. Und dann haben wir das noch mal drüber. Gut, also bis später. So, Daniel, das probieren wir mal aus. Das ist meine Geburtstagskost. Wenn wir mal eigenhalber in den Topf reinschauen. Oh. Wow. Drin. Ein bisschen Leidl, ich sag's euch. Das schmeckt auch geil. Das Uniertel Weißbiergulasch. Das ist wie er singt, der Chef vom Uniertel. Oh. Mega geil. Auf dem Deutschofen. Da kommen wir. Probieren wir mal. Die Weiber sind nicht da. Können wir ruhig mal ein wenig probieren. Der absolute Hammer. Der absolute Hammer. Ja, Jetzt muss ich bloß einmal schauen. super. Ah, das Fleisch ist auch schon fertig. Unglaublich. Ich würde sagen, ungefähr eine halbe Stunde dann passt. Ja, super. Und dann macht meine Frau noch die Semiknödel fertig, die haben schon vorbereitet. Und dann liegt eigentlich nichts mehr weg. So, Deckel noch mal drauf. Jetzt einmal ein Uniertel Weißbier einschenken. Dinkelweißbier. Nichts Besseres gibt es nicht. Erst einmal Prost und dann werden wir das Geheimnis lüften und es schmeckt. Sau lecker. Also so muss es ausschauen, das leckere Uniertel Weißbiergulasch von der Uniertel Weißbierbrauerei in Mühldorf. Ich möchte mich nochmal ganz herzlich bedanken an die Uniertel, an das Team. Ein leckeres Preisausschreiben, mehr kann man nicht sagen. Rindergulasch, Weißbiergulasch mit Dinkelweißbier. Und es schmeckt saugeil und riecht auch geil und das werden wir uns jetzt schmecken lassen. Also danke nochmal für das geile Rezept. Und ich hoffe, dass wir ein bisschen Schein sind. Also, habe die Ehre. Servus, bis zum nächsten Video. Rezept natürlich unten in der Infobox drinnen. Geiles Rezept. Nochmal danke an die Metzgerei Gassner Traunstein. Leckeres Rindfleisch. Das ist meine Metzger des Vertrauens und da kaufe ich immer. Also danke für das leckere Fleisch. Schmeckt sau lecker. Also Rezept und Links unten in der Infobox. Habe die Ehre. Ba-da-da, 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 ba-da-da.